SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Für Joshua King und seine 700 Schwarznasenschafe gibt es kein Happy End. Der Wolf hat das Lamm gerissen. Wenn der Lamm war tot und ich habe wieder Lamm gefunden, für mich das war wirklich ein Schock. Ich hoffe, das passiert nicht wieder einmal. Ja, und dieser Morgen war super, super schwierig für mich. Ja. Das ist SRF bei den Leuten, das Alp. Seit 80 Nächten bewacht Josh aus den USA auf der Asphaltsteinenalp die Schafe. Jetzt, kurz vor dem Saisonschluss, ist das eingetroffen, wo alle Angst davor hatten. Ich habe in der Nacht sehr viel Glocken gehört und man denkt, okay, es ist immer Glocken, aber ist das mehr Glocken oder nichts? Und dann war mehr Glocken und dann, okay, ich war mit dem Licht oben, ich habe gesehen nichts, aber hier kommt Schaf und sie waren alle in Panik und dann, okay, ist etwas da oben und dann ich war schnell oben und mit dem Licht, ich habe nichts gesehen, der Wolf. Und in der Nacht ich habe nicht gefunden, den Lamm. Aber in der Morgen habe ich gedacht, okay, etwas passiert. Und ich war oben und da war ein Lamm tot. Das Lamm war nicht gefressen. Vielleicht ich war da und der Wolf hat Angst vor mich und geht schnell. Und ja, war schwierig. War schwierig, in den Morgen sagen alle, okay, es gibt ein totes Lamm hier. Und ich habe alles, was ich machen kann, gemacht. Und dann, das für mich war okay. Aber ja, es ist immer schwierig. Wenn mein Job ist, jede Nacht hier schützen mit dem Schaf. Und ja, ich war hoffen, kein totes Schaf in der Saison. Ja, das war der Plan. Auf der Alpfindels im Taminatal hat der Arno schon mit dem Schlussputz angefangen. Gleich ist der grosse Alpabzug mit den Kühen. Ich gehe auf Fettis ab mit den Sachen, die ich vorbereitet habe. Und dort habe ich 4 Frauen bestellt, die mir helfen, heute für den Alpabzug den Schmuck zu machen für die Tiere. Wie schon die ganze Saison kann Christine auch heute auf die Hilfe von ihrem Lebenspartner Köbi zählen. Für den Alpabzug legen sich die zwei voll ins Zeug. Sie fugen einen halben Wald runter ins Tal. Gut. Für einen Alpabzug muss jeder Tannenzweig auf die Bahn. Anders kommt man nicht runter. Das ist ein rechter Aufwand. Es braucht auch viel Zeit zum Zügeln, wie jetzt auch heute um mit der Ware. Man muss immer warten. Aber es ist natürlich besser, als wenn gar nichts wäre. Da sind wir sehr froh um diese Bahn. Ja. Aber es braucht Zeit. Auf der Alp schaut der Sohn Arno zum Rechten. Ich kann gerne Kuh holen.
Und Sitztauchen habe ich gerne. Und Melken tue ich auch gerne. Der Arno hat das Down-Syndrom und kann darum nicht ganz allein zu den Tieren schauen. Der Hirt Lukas und ein Freund der Familie helfen ihm. Der Arno hat als Bauernsohn viel Erfahrung mit den Tieren. Aber es kann eben gleich schnell etwas passieren. Entschuldigung. Ja, es ist noch schön, wenn beide am gleichen Ort sind. Du musst gerade einen Ort dann nicht. Was ist passiert? Nicht so tragisch. Tut's da weh? Finger? Wo? Machst du eine Pause? Okay. Ist schon gut. Ja, Machst du eine Pause? mir geht schon gut, aber ich habe ein bisschen den Boden still. Und nachher ist er gegangen. Aber ich habe noch Kühe gegeben. Jetzt geht es wieder. Haben wir dann ein bisschen schön. Tauchen? Ja. Oh, die schläft nicht. Nein. Ja. Du musst den streichen zuerst, die schläft nicht. Ja. Was ich mit dem Hand. Ja, das haben wir eigentlich angefangen, den Blumenschmuck selber zu machen. Weil vorher hat man das den Bauern überlassen. Und dann sind allerlei Chapel gekommen. Einer das ganz perfekte und ganz pompöse oder hat dann auch derige gegeben mit Kunstblumen. Und ich meine einfach nach dem Sommer, wenn eine Kuh den ganzen Sommer Milch gegeben hat, und so, dann darf man gewisses was anderes auf den Kopf tun als Kunstblumen. Grimsel ist fest in Männerhand. Axel seine Kinder sind wegen der Schule zusammen mit der Mutter heim auf Köln. Und auf geht's. Und los. Hey, hopp. Und los. Auf geht's. Los. Komm, Daria. Und rein. Ja, Bonnie, jetzt komm. Hopp. Na komm. Und los. Ja. Die standen so gut, die sind so genial gelaufen. Genau wie sie müssen. Und dann, ja. Aber ich weiß, dieser Zettel da, der ist einfach tückisch. Für einen Alpabzug kommen die drei jetzt aber wieder zurück. Ja, die gehen alle nach oben, die Kuhwege. Ich glaube, der Axel hat seine Familie schon vermisst. Doch, ich glaube, der freut sich, dass sie morgen am Bahnhof stehen und dann wieder hier hochkommen. Doch. Aber ich freue mich auch, tatsächlich. Ja. Dann ist hier wieder ein bisschen Leben in der Bude. Stimmt, ja. Ja, klar. Die Familie. Familie habe ich riesig vermisst, klar. Und es war schon ziemlich hart. Am Anfang ist es wirklich hart, ja, bis man sich daran gewöhnt hat. Und ich freue mich auch, dass sie wiederkommen. Die freuen sich auch riesig, ja, auf ihre Kühe und wieder oben zu sein. Aber dies ist wieder so ein harter Schnitt. Die waren jetzt so voll in Schule und Fußball und Reiten wieder so drin. Und jetzt, aber die sind ganz begeistert. Und dann kommt das große Ende, das große Finale, ja, Abtrieb.
4 lange Wochen waren sie weg. Die Kinder sind schon ein toller Ausgleich. Und wenn die auch hier im Melkstand sind, die lieben das. Ja. Die sind dann hier, die machen überall. Die füttern das Kraftfutter, die legen die Kühe mit an. Dann ist immer viel los. Wenn sie da sind, ist das schon einmal irgendwie auch toller. Ja. Step in front of a runaway train, just to feel alive again, pushing forward through the night, aching chest and blurry sight. It's so far away. It's so far away. So ein Zwergenleben auf der Alp hat auch seine schönen Seiten. Wenn man irgendwie so lange jetzt zu zweit war und das irgendwie so ganz gut hinkriegt und dass man sich so auf die, also ich glaube, es hätte viele Leute geben, wenn er hätte so krass auf die Nerven gehen können die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist irgendwie voll gut, dass ich glaube, wir können beide irgendwie so sein, wie wir sind. Und ich glaube, wir können uns auch so lassen, wie wir sind. Und es ist auch irgendwie voll in Ordnung, wenn man irgendwie so abends isst und dann einfach mal nichts sagt und einfach mal schweigt so. Und ja, weiß ich nicht, wenn Sachen sind, die einem nicht passen, kann man es ansprechen und dann findet man eine Lösung. Also das ist irgendwie so ja. Man hat auch Zeit zum Signieren. Alle Leute denken immer, das ist so ein Selbstfindungsding. Ja. Ist es irgendwie überhaupt nicht wirklich. Also na klar, man lernt sich schon gut kennen, aber ich glaube, wenn man ins Alp geht, muss man sich schon auch ganz gut kennen vorher, weil sonst wird es schwierig. Weil hier ist es schon sehr, wir leben allein auf diesem Berg, es ist wirklich einfach, es ist immer was los. Und es gibt viele Extremsituationen, extreme Wetterbedingungen und es ist manchmal wirklich auch dramatisch. Wir haben wirklich dramatische Momente auch erlebt mit schweren Gewittern und wir mussten die Tiere irgendwo herholen. Und da muss man schon bei sich sein und sich ganz gut kennen, wenn man das macht, auf jeden Fall. Seit 3 Monaten ist der Josh jede Nacht auf den Beinen. Immer dabei ist die Angst vor dem Wolf. Das zehrt. Das ist meine letzte Nacht und ja, ich bin froh. Ich bin müde. War gut, aber anstrengend. So ja, ich bin froh, wenn ich bin warme Dusche und ja, unten und warm und ja, alles das. Die letzte Nacht war ganz ruhig, das ist gut. So, kein Problem. Ich hoffe. Ich bin eben, also ich bin nicht sicher immer 100%, aber ja, denke ich schon, das ist gut. Kein Problem. Alles schaffen, sehr ruhig.
Es wird langsam Tag. Auf diesen Moment hat der Josh gelangt. 90 lange Nächte hat er hier oben zusammen mit seinem Hund Maus Mutterseelen alleine verbracht. Abgesehen von den paar hundert Schafen. Ja, jetzt ist es fertig. Super. Ich bin froh. Ich möchte schlafen in der Nacht. Ja. Und laufen ohne Bergschuhe. Und ja. Ja. Und also ich mag die Stadt nicht so viel, aber jetzt ich möchte in die Stadt gehen und Kaffee trinken und Wein trinken und ja. Aber ja, war super Sommer. Vom Tal unten rauf kommt eine Ladung Schafbesitzer. Die wollen ihre Tiere nach dem Halbsommer zusammentreiben. Hoi. Sali. Ich bin am TÜV. Salute. Salute. Gut. Warst du schon auf der anderen Seite? Die andere Seite, nein. Das ist ein Lichter. Ich habe das Licht gesehen. Ah, ja, das für mich. Ja. Dann gehe ich am Brief auf den Grot, spiegeln, Brief spiegeln nochmal. Nimmst du die Boccia mit? Jawohl. Ja. Cäsi, Wort umgekippt Hund. Nimmst du die Boccia mit? Ja. Vielen Dank. Und sonst sollen die Boccia der gerade am Brief? Ja. Der Josh geht schon mal voraus. Jetzt sind die Besitzer wieder in Verantwortung. Seine Nachtwache ist vorbei. Ich bin ganz froh, es ist die Ende. Aber auch ich bin ein bisschen traurig. Ich möchte mehr Zeit in dem Berg immer. Und ja, aber ich bin froh für Kaffee trinken mit meiner Frau und Sonntagmorgen und Zeitung lesen und ja, in der Nacht schlafen. Das ist ein Traum für mich, für Schlafen in der Nacht. Und da kommen die 700 Schafe, die der Josh einen ganzen Sommer lang jede Nacht begleitet und überwacht hat. Ja, war gut heute. Ja, was kann ich machen? Du kannst mit uns vorkommen. Ist das okay? Ja. Okay, gut. Ja. Die Schafe müssen runter auf Rosswald. Für den Josh ist es noch nicht ganz vorbei. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist irgendwo 10 oder 20 Schafe zurückbleiben und die den Anschluss verlieren, wir nicht mehr weiterkommen. Nicht nur der Josh hat Stalldrang. Sie wissen jetzt, ja? Ja. Wir wissen genau, wohin es geht. Ich bin kein Profi-Schafhirt, aber helfen ja. Ja, ich kann schon helfen. Ja. Aber es gibt mehr Zeit für wirklich ein Schafhirt. Ja. Es freut mich, wir sind schon in Zivilisation. Ja, in Rosswald, genau. Ein kleines Dorf und ja, cool. Ja, es freut mich sehr. Der Josh freut sich nicht nur auf die Zivilisation. Da unten wartet seine Frau. Ah, 3 Minuten Verspätung, das gibt's ja gar nicht. 3 Minuten können lang sein, wenn man schon seit 4 Wochen sehnsüchtig auf seine Liebsten wartet. Also ganz am Anfang wollte ich keine Kinder von mir haben. So am Anfang, als ich so jung war und studiert habe.
Da wollte ich mal Künstler sein und Bohemian sein, was ich auch so ausgelebt habe manches Mal. Und erst kam das später und dann ist es einfach total toll. Familie, Kinder zu haben, ist großartig. Jetzt kommen sie gleich an, da freue ich mich besonders drauf. Hey! Oh Mann, hat es geschafft. Das ist so Oh, Süssi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oder? Komm, bald, soll ich da was nehmen, Laura? Komm, gib mal her. Ja, Schwänchen. Ja. Ja. Ja, hallo. Jo. Ja, hallo. Ja, hallo. Es wird denn endlich wieder gut gehen, wenn ihr zurück Ja, seid. endlich wieder Aufmerksamkeit, gell? Ich habe mich jetzt sehr auf die Hühner gefreut und jetzt freue ich mich natürlich auch noch mehr auf die Kühe gleich und ja, ist gar nicht weiter, ne? Ein bisschen Abstand tut eure Beziehung gut. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man sich ab und zu mal nicht sieht und wenn jeder einfach auch noch sein eigenes Leben hat und man sich dann immer wieder trifft. Also ich glaube, das wäre gar nichts für mich, wenn man immer nur zusammen glucken würde. Und weil dann muss man ja immer dasselbe machen und immer dasselbe gut finden. Klar, man braucht schon wirklich Überschneidungen. Also ich bin auch froh, dass wir beide die Alp lieben und dass wir auch beide langlaufen gehen und wandern gehen. Und also ich glaube, das ist schon richtig gut, aber genau, so zwischendrin. Hallöchen. Dieses Dunkle da drumherum, war das schon? Ja? Also ich habe mich am meisten auf die Kühe, auf die Hühner gefreut und einfach Papa wiederzusehen. Ja, klar. Ja, und die Alp noch mal zu sehen. Ja, ich habe mich auf das Gleiche gefreut. Auf die Hühner, auf die Kühe, auf Papa, auf Kital, auf Lukas. Ah, es ist so schön, wieder hier zu sein. Ja, es ist einfach, man fühlt wieder das Leben, gell, irgendwie. Es ist einfach, weißt du, mit allem wieder hier, genau, einfach der Barfuß und die Kühe und die Sonne und der Geruch von den Kühen und wieder so, jetzt so mittendrin einfach, ja, es ist schon richtig schön jetzt gerade. Oder? Ey! Alle wieder da. Alle Kinder, Frau, alle Kühe. Und mehr braucht man nicht. So ist es. So ist man glücklich auf der Alp. Mehr braucht sie. Nicht wahr? Es ist ein wunderschöner Morgen im Herbst auf der Alp Findels. Der letzte Tag vor Alpsaison. Komm, Nora, komm. Komm. Ja, wenn man die Alpenfahrt hat, hat man ein bisschen verschiedene Gefühle und Gedanken. Man hat irgendwo, denkt man, ja, es ist schön, wenn sie wieder vorbei ist. Und gleich irgendwie vermisst man jetzt schon die Zeit wieder. Aber es gibt immer wieder das nächste Jahr und ja, das motiviert dann wieder.
Soll ich es probieren? Hä? Christine kocht an diesem speziellen Tag für eine ganze Schuppele. Ah, die Sorbeli. Ich bin heute schon ein bisschen nervös und angespannt, weil ich möchte, dass alle zum Morgen vorgehen. Und der letzte Tag sind die Emotionen hoch. Also ja, ein bisschen traurig, weil jetzt die Kühe gehen. Aber fängt wieder ein neues Kapitel an. Ja, David. So. Hallo miteinander. Ja, jetzt hier nicht einfach auftischen. Einen guten. Hat man einen Kaffee, wenn du selber rauslassen darfst? Brotkörbchen da. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen zu der Alpenpfad Findels. Vor allem die noch nie dabei waren. Ich hoffe, ihr könnt das auch einmal geniessen und erleben. Und den Freiwilligen helfen, die sich hier immer wieder zur Verfügung stellen. Schon voraus einen grossen Dank. Jetzt kommt die Wehmut. Wir müssen gehen hier oben, den Fee. Die 96 Tage sind vorbei. Aber wir hatten einen wunderbaren Sommer. Und jetzt wollen wir den Tag geniessen. Und mit den Leuten, die ich auf dem Platz habe, kann ich den Tag auch geniessen. Bin ich sicher. Eins kurz singen. Ich fühle auch gut. Wir können runterlaufen. Und jetzt geht es los. Ja, ich freue mich. Herrlich, Stadl. Ja. Mir geht es innerlich im Moment ganz schlecht. Ja, ja, all die Leute da und die Stimmung und die Kühe und die grossen Schellen. Und ja, das ist jetzt einfach fertig dann. Und das tut ein bisschen weh. Aber nur ein bisschen. Also, wird alles gut gehen, oder? Auf jeden Fall kein Stress. Nie Stress machen, nie drücken. Wird alles gut gehen. Wird alles gut. Ich kann das gar nicht in Gummistiefeln laufen. Auf der Alp Grimsau heisst es jetzt einen Abschied nehmen. Die Kühe, die wissen, es geht ins Tal und die freuen sich riesig drauf. Hier oben wird es jetzt für die einfach auch ungemütlich. Das Gras wird schlechter, es wird kalt, es ist Herbst. Und dann drücken die. Die drücken wahnsinnig. Und da müssen wir einfach unheimlich aufpassen, dass uns keiner auskommt, dass keiner irgendwo mal quert oder keine, was weiß ich, in irgendwelche Stauden gerät oder so. Schon der stressigste Tag und auch auf jeden Fall so der emotionalste Tag, weil wir uns auch von denen verabschieden. Ach Gott. Gehen wir ins Tal, ne? Was ist mit dir? Was ist wirklich so? Ja, das ist jetzt, die kenne ich wirklich schon jetzt den 4. Sommer, die Kaluna. Und ach, die mag ich schon sehr gerne. Das ist fast, kann man sagen, meine Lieblingskuh. Weil die war am Anfang ganz scheu. Die konnte man, also im ersten Sommer, wo wir so 2 Wochen da waren, da konnte man die gar nicht anfassen. Da war die ganz, ganz scheu. Und jetzt kann man dir sogar mal aus dem Auge irgendwas rausmachen. Oder kann man, da ist sie richtig zutraulich geworden. Okay.
Der Weg sieht nicht schwierig aus, aber so Spitzkehren sind für Kühe nicht ohne. Sehr gut. Haben wir alle? Haben wir geschafft, oder? Ah, ja. Gut in der Zeit. Was? 20 vor 11 ist gut. Ja, ja. Das geht Aber sehr gut, ja. Die Kurven gehen sehr gut. Ja, ja. Aber zu früh aufgeschnauft. Kurz vor dem Ziel ist die Kuh Buschi ins Border abgefallen. Cool. Ich glaube, hier lang. Der Rohr runter. Da rein. Ist von hier bis da gefallen. Ja, zum Glück hat es noch Stangen, das bremst ein bisschen ab. Boah, krass. Das ist natürlich Also die ist hier abgestürzt, weil es hier so senkrecht runtergeht. Ja, ich dachte erst, dass sie tot ist oder sich was gebrochen hat zumindest. Aber die hat sich dann noch mal gefangen und dann haben sie jetzt gerade noch mal hochgetrieben. Und jetzt geht sie da vorne. Wow, was für ein Schock. Das ging so gut Und heute. dann höre ich, dass sie steht. Oh. Ja, Gott sei Dank. Das ist halt so eine Betonmauer, aber das sieht man Ach, das nicht ist wegen eine den Büschen. Betonmauer. Die Mauer. Ja, das ist irgendwie so ein... Ach, und dann ist die echt an der Betonmauer Die ist komplett runter. runtergerauscht. Ach. Oh, hat sie überschlagen? Hat die auch mehrmals überschlagen. Ja. Hat sie echt überschlagen? Ach du Scheiße. Wir haben so gedacht, wow, heute ist alles gut, sie laufen toll und gab kaum eine problematische Stelle. Und dann ist das 300-400 Meter bevor wir am Ziel sind, rauscht eine runter, ein Hang. Hat Gott sei Dank überlebt und steht und läuft. Wir gucken, ob sie innere Verletzungen hat, weiß man natürlich nicht. Aber wenn sie jetzt tot gewesen wäre, wäre das richtig schlimm für uns. Die Schafe sind vollzählig zur Oswald angekommen. Das wird gefeiert. Hallo zusammen, geht's noch gut? Es ist endlich immer jedes Jahr wieder hier in Brüch zu kommen. Einerseits hier die Schönheit von der Landschaft euch auch noch immer zu genießen. Andererseits aber merci zu sagen für ein gutes Alpenjahr oder einen halben Sommer, dass wir mehr oder weniger alle Gesunde wieder von den Bergen Brüch sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dankesgottesdienst ist ja schon schön, aber der Josh langt auf seine Liebste. Ja, war lange Zeit ohne, also separat und ja, zu lang. Aber jetzt sie kommt und ja, ich bin sehr froh mit das und ich muss sie finden. Sie kennt nicht diesen Platz so, ja. Salute. Salute. Hey. Hi. Hi. How are you? Good, how are you? Good. Yeah? Okay, you look nice. Thanks. Yeah. You look nice too. No, no. Showered. Yeah, it's so nice to hear. It's really nice. It was only like a 14-hour trip. I know. Well, you had to do it anyway, Jetzt, wo er wieder mit seiner Liebsten zusammen ist, hat der Josh eine Entscheidung getroffen, was die Zukunft anbelangt. Das ist viel Zeit in dem, also ohne Sandra und ja, Ohne Sonnenlicht. und es ist auch ein strenger Job in der Nacht. So, aber war eine super Saison, aber denke nicht zurück nächstes Jahr. Over there? Und das muss er jetzt noch den Schafbesitzer sagen. War gut, ja? Josh, Sante. Sante? Gesundheit. Ja, danke. Gesundheit. Ja, jetzt ist die Saison durch. Bist du froh? Ja, ja. Ja. Ich bin froh, aber das ist Ja, super jetzt, Zeit, ja. Die letzten Tage waren streng, das ist Ja. so.
Aber du, muss ich wirklich sagen, hast das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das sage ich dir nicht zum ersten Mal jetzt, aber das ist wirklich... Ja, wir sind alle sehr zufrieden. Ja. Danke vielmals. Ja, und ich glaube auch, dank dir haben wir den Wolf abwehren können, oder? Ja. In der einen Nacht, oder? Wenn da niemand vor Ort ist, dann sieht es noch viel schlimmer aus, oder? Und jetzt müssen sie schon wieder jemand Neues für diesen Job finden. Ja, es war für uns sehr eine niederschmetternde Nachricht. Mit dem haben wir ein sehr grosses Glück gehabt. Ich glaube, wir probieren den heute sicher rein, um jetzt zu überzeugen. Seine Frau ist natürlich klar, er ist geheiratet, er hat sicher auch lange Zeit gehabt. So lange von einer Frau weg, aber wir probieren mit ihm heute noch ein bisschen zu reden, auch mit seiner Frau noch ein bisschen zu reden. Dass er vielleicht wenigstens eine halbe Saison kam, weil 3 Monate lang ist natürlich schon sehr, sehr eine lange Zeit. Ja, ich bin denken von das. Ja, weniger Zeit als Final, ja, wenn ich komme zurück. Ja, ich bin nicht sicher, aber ja, ich bin denken. Anna Weirich macht sich gäng noch Sorgen um das Buschi. Sie sieht wirklich jetzt gut aus, also als hätte sie einfach gar nichts davon getragen. Insofern haben wir, glaube ich, wirklich Glück gehabt. Ja. Auf meine Familie bin ich super stolz. Sehr, sehr, sehr. Meine Kinder, die haben es so toll gemacht. Die ganze Halbsaison, so eine große Hilfe und so dabei mit allem. Großartig. Meine Frau, Lukas, super toll. War ein super Team. Super Sommer, super Team. Ja, Wahnsinn. Zack, das war's. Aber ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Sehr, sehr bewegend. Oder, Laura? War schön, ne? Hat dir gefallen? Wir machen mit und die Leute machen mit. Viele Zuschauer und immer noch mehr. Wir haben gewonnen.
Ja, ich glaube, jetzt, wenn man auf PFS kommt, wird man anerkannt mit so vielen Leuten, die einem zuschauen. Das ist eine Ehre und das geniessen wir natürlich. Und Traditionen müssen einfach leben in unserer Schweiz. Das können wir noch in der Schweiz und das soll erhalten bleiben in der Schweiz. Und zwar so, wie sie gelebt haben, nicht irgendetwas Künstliches. Hey, super, Mann. Es war eine schöne Alpsaison, wie andere auch schon. Für Arno aber war es eine besondere. Der Arno hat Fortschritt gemacht. Er kann sogar jetzt einen Stall macht er ganz allein. Er kann den Stall allein waschen, wenn der Lukas muss gehen. Das sind der Geissischer auch allein. Es ist einfach Verlassen auf ihn jetzt. Und er wird jedes Jahr ein bisschen selbstständiger. Und das ist, ja, für die Zukunft ist das gut. Ja, für mich ist es gut. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.